Weet je, hoeveel mensen gaan in de prediker ihre zin bekennen, willen terwijl de schuld verlost zijn, aber das Essen haben? Ik weet niet hoeveel van jullie mal zo gefeilt hebben, als dat de dingen wat in jullie vergangenheid zijn, of de dingen wat je gedaan hebt, zijn zo slecht dat die gaan te vergeven. Hoe zal ik gaan met mijn schuld? Of wat zal ik met de dingen doen wat ik gedaan heb? Als een van de ganz bekendste vrouwen wat mensen zich vragen doen, omdat we dat weten. Hoe zal ik gaan met mijn schuld? Hoe zal ik gaan met de dingen wat in mijn vergangenheid passiert zijn? Wat zal ik doen met de dingen wat ik erg gedaan heb? Dat is een van de ganz bekendste vrouwen wat God meelig du die een leven gevraagd hast, omdat du dat wist dat du dat deed. Als tidigere Leute, dat we dat alle, dat we eens wat gedaan hebben in onze vergangenheid, iets wat gedaan hebben, wo wir uns allmählich mit weiten. Wir haben Dinge, was wir sein können, oder was uns denkt, was uns schuld sind. Und wir proben davon zu vergessen, wir proben davon los. Aber irgendwo alles, was wir sein können, ist dort eine Ding, was du in meiner Vergangenheit irgendwo liegt. Und wir proben, schaftig zu sein, wir proben mutig zu sein, wir proben Leben zu sprechen. Aber irgendwo ist dort eine Ding, wo ich allmählich weiß, was ich damit tun soll. Und jedala du brauchst davon los, jedala ist diese schwarze Wald, du bloß ewan. Und alle wen, wo du brauchst Hand zu kicken, du kannst bloß das eine Ding sein. Und some von euch, was hier satten von dir, ihr denkt, dort eine Ding. Dort eine Ding, was ich getan habe. Oder dort eine Ding, was ich immer weiter da und ich will so hier und nicht tun. Schuldgefühl ist ein von den Dingen, was uns kann verkrepeln, in Tod merken, Verbruch merken, oder dort Leben so zu sein, und uns rüt, sühen. Weil Schuldgefühl ist ein von den Dingen, was sehr, sehr kraftvoll ist, und das kann uns bloß anmutig merken. In gewisse Mal sind das Dinge nicht bloß unbedingt, was du getan hast in deinem Leben, das kann Dinge sein, was du zu dir geworden sind. Wir wollen das wahr, wir wollen das nicht an, aber wenn die Dinge sind, zu dir passiert, was du nicht hatten soll passieren, wenn du ab irgendeinem Weiche missbraucht bist worden, wenn du ein kleines Kind wirst, irgendwo hast du tun in Weiche gefangen, um dort deine Schuld merken. Menschen haben die gesagt, oder deine Eltern haben die gesagt, oder ein Lehrer hat die gesagt, das hält nicht an mit dir. Maar Reich von Gott, die hat an sein Ebenbild gemerkt, dass die Menschen, die sollen die bewahren, die haben die abused oder missbraucht, die haben gesagt, das hält nicht an mit dir. Und du fängst an zu glauben, dass das deine Schuld ist. Du hast irgendwas Arrechtes getan. Du musst etwas Arrechtes sein mit dir. Und das gibt diese schwarze Wald, wo wir nicht uns mehr droht weiten. Und ein von den Dingen, was ich dann angeworden ist, dass je doller wir proben, von so einer Schuldgefühle loszulassen oder zu vergessen, je mehr denkt wie du bloß an. Weet je, als je dat mal geworden ist, dass je ein gewisses Bild sein oder ein gewisses Leid horchen oder je Recken ein Wort oder je vorne durch eine gewisse steht und dort merkt je bloß an das eine Ding denken, wo je etwas so schuldig fühlt. Und was wir dann viermal tun, ist, wenn so ein Schuldgefühl auf uns liegt, dann probieren wir dort loszuwerden. Und wir fragen uns diese Frage, wo soll ich hin mit meiner Schuld? Und wir proben dort entweder zu vergessen, wir proben dort irgendwo Unja zu schaden, wir proben dort tot zu decken, oder wenn dort nicht halb willst, das tät ich eigentlich nicht, because das hast du noch einmal, so sei es die Prost von zu vergessen, dort liegt du noch einmal, bloß dort du tot gedeckt. Einmal, dass wir viermal sehen, dann proben wir uns zu betäben, oder zu, proben irgendwas zu tun, dass wir den Stott nicht denken. Und alles, was wir tun, das halb nicht willst, das hast du noch einmal. Und was wir dann einmal tun, ist dann probieren zu sagen, okay, vielleicht wird das gleich so schlecht. Willst du voll so schuldig, dann probst du die mit anderen Menschen zu vergleichen und sagst, dort wie lange nicht so dumm aus die Person oder die Person hat getan. Oder wir probieren uns zu sagen, ich bin dann noch nicht sehr klug, ich weiß nicht von besser. Right? Wir probieren all diese Dinge zu tun, um das Schuldgefühl bis mal weich schaffen
en loszuworden, en je alle die proefst, je alle estet du bloß. Wo soll ich gaan mit meiner Schuld? Wo wirst du gaan mit deiner Schuld? Dit in Weg van leven, wat du alle kommen ist, als wat wir glauben. Denken wir bloß an die persönlich selbst, en vrou die diese Fremel in der letzte Weg, von Fähigkeit was von dir, wieviel Mal hast du die Schuld gefällt, über ein Wort, was du getan hast? Wieviel Mal hast du die Damm gefällt mit ein Wort, was du in dein Leben hast, wo du, und du dachtest nicht mal an, weil das normale Denken, dass wir feilen uns bis immer schuldig. In der Wort hat erst dort, jede Religion, die hat eine Solution für das Problem. Jede Religion hat eine Solution für den Schuldgefühl. Und das meint, dass wenn die Menschen, die frauen, besonders christliche Menschen, die frauen, sondern was du bekannt, Kirchenmenschen zu sein, die würden die irgendwas sein. Du kommst nicht da und du fängst an zu vertalen, willst du wirst die Schuldgefühl los sein, dann würden die sein, weil die musst das und das und das und das tun. Die musst ja tun. Oder die musst da proben, die musst da was immer tun. Oder die musst an die Kirche kommen, was immer das braucht, um Menschen Probleme zu geben, weil jede Religion hat eine Solution für das Problem. Und die Solution ist immer wieder, du dort. Aber wie kommt das gleich nur? Das Schuldgefühl ist du. Das kriegt nicht, wie viel Geld wir tun, das Schuldgefühl ist du, dann haben wir es, wie weiten, dass dort, was wir getan haben, das haben wir getan. Dort, was du geworden ist, das ist in unserer Vergangenheit, aber das ist du. Das passiert. Ich will Ihnen ein paar Versen lesen. Von Johannes den Täufer. Wisst ihr noch Johannes den Täufer? Das wie das Guy, was du schändlich fern verstehen zu predigen. Das wie der, wo du Großhappers freut und Kamels dort mögt haben seine Kleider merken. Wisst ihr noch, wann der Guy war? So, die Bibel sagt uns, dass Johannes, dort wie das interessante Guy, was du viel anders wie als alle Menschen. Und ein von den Dingen, was wir von Johannes wissen, dass wir ein sehr ferner Prediger. Dort wie so ein Guy, wenn der wird eine Kirche aufgemerkt, du wird alle von uns werden sein. Und ich weiß einmal noch nicht ganz genau, warum, aber ich glaube, ich weiß warum. Weil Menschen zu der Zeit, die werden gewarnt in Gesetz nur fallen. Und Menschen haben in geschriebenen Gesetz, was sie sollen nur fallen. Und keiner kommt das nur. Und Johannes, der fängt mit dem an zu predigen. Und der fängt den Menschen an zu sagen, dass wenn die nicht wollen abhören, mit was die tun, dann wollen die das nicht merken. Und ohne wird. Und Johannes, wie ein bisschen so ein Guy, der versteht so zu predigen, dass wenn die in ein Haus fuhrst, dann wirst du die so schrecklich schuldig fühlen, dass die wirst sagen, dass wir die beste Prediger, was jemals hier haben. Heute was wir tun, die gehen in ein Haus und die haben die beste Botschaft gehört, was die hier haben. Und der Ursache, wo ihr das weit mit der beste Botschaft gehört haben, wenn sie gefallen, schrecklich schuldig. Wer da? Johannes, dort sagt es das in Markus Kapitel 1, dort sagt Markus 1, Vers 4. Dort kam Johannes der Täufer in der Wildnis und predigt, dort sie umkehren sollen und sich taufen lassen, dort an die Sünden vergeft worden. Und dort folgt, so hört was Johannes tut. Johannes ist in der Wildnis, der predigen, und was der predigen tut, ist, jemanden bekehren und ihn taufen lassen, weil es lest das nur. Wenn ihr das Schuldgefühl loswerden, wenn ihr das Schuldgefühl loskommen, dann macht ihr ihn taufen, jemanden ihn bekehren, right? Und dann sage ich dort heran, in das Volk von ganz Judäa und alle Mann von Jerusalem kamen an, in Leipzig von am Jordan taufen und bekannten ihre Sinn. So stellt ihr ungefähr, und ich will nach jetzt. Aber das sagt, das ganze Volk von Judäa und von Jerusalem, die kamen alle taub. Alle taub, die leiten sich taufen, die bekannten ihre Sinn, weil sie fühlten sich schrecklich schuldig, kriegst du ein Akte und für Dinge, was in ihrer Vergangenheit gewesen ist. Das ist nicht hart. Ich sage euch, dass Johannes das auch euch predigen. Aber was passiert ist, dass in der Zeit wird es so steht, dass die Menschen, die hatten Arach getan, und wenn Menschen hatten Arach getan, dann mussten die was tun. Dort wie all für tausende Jahre ist dort gewesen, dass wenn Menschen hatten was Arach getan, dann musste was passieren. Die mussten ein Lamm opfern, und dort Lamm, dort wurde die Sünden sozusagen tothalten, so dass Menschen sich nicht brücken, so schuldig fühlen. Und so Johannes, der sagt, die sollen Buße tun, die sollen sich taufen lassen, zur Sinnvergebung, right?
Und die Menschen, die kommen alle dahin, willst die gleichen diesen Prediger. Und die gleichen diesen Prediger willst, Johannes, der merkt, die bloß nach Schuld fallen, als was die sind. Nicht mag. Johannes, der kann nicht Sinn wahrnehmen. Johannes will nicht gekommen zum Sinn wahrnehmen. Dort wie ein gerastlich feiner Prediger, aber der kann nicht Sinn wahrnehmen. Johannes, die können Solution durchstellen, die können Lösung durchstellen für die Menschen, aber Johannes will nicht die Lösung. Okay? Und ich will Hanni sagen, dass hier in Welt dort wird wie einmal down. Menschen fangen zu glauben, dass Johannes wie Jesus. Menschen fangen zu fragen, wer bist du? Because wir so ein feiner Prediger, dass alle Menschen will sein. Johannes will nicht Jesus. Und dort meint, dass Johannes kann nicht Sinn wahrnehmen. Johannes kann eine Solution durchstellen für ihre Sinn, für ihre Schuldgefühl, aber die können nicht vergeben. Kriegst du Gott, dass du nicht ein Mensch oder nicht eine steht oder nicht auf dieser Welt ist, was deine Schuld kann wahrnehmen, because wir dann merken es dort nicht. Wenn wir schwören, die Kirche fahren, dann wo wir andere Menschen sind. Wenn wir schwören, mit den Prediger verteilt haben, oder all meine Sinn zu dem Priester, was immer wir tun, wenn wir diese Dinge getan haben, dann wird mein Leben besser schaffen, dann wird die Schuldgefühl weich sein. Weißt du, wie viele Menschen sich durch Deipen looten, weil sie wollen ihr Schuldgefühl mal los sein, aber das erste haben? Weißt du, wie viele Menschen gehen in der Prediger ihre Sinn bekennen, weil sie wollen das Schuldgefühl los sein, aber das erste haben? Warum? Because wir können eine Solution durch Hand stellen, aber wir sind nicht die, die eine Solution bringen. Du bist bloß eine Person von alle Zeit, von alle Tausende Jahren, was du nicht bloß eine Solution oder eine Lösung handstellen willst, die kommt aus einer Lösung für das Problem zu haben. Du willst mal eine Person, die in dieser Welt ankommt und die kommt, um diese Lösung selbst zu bringen. Nicht bloß um die Menschen zu anweisen, aber die kommt und hat selbst wie die Solution für das Problem. Und wenn du was weißt, was du mit deinen Schuldgefühl sollst, wenn du was weißt, was du mit deinen Schuld sollst tun, hör ich mal, was Johannes in der Überschrift. So war er. Johannes erst und er deubt all diese Menschen durch. Und die Menschen fühlen sich schuldig über alles, was die getan haben. Und dann sagt er in Johannes Kapitel 1, Vers 26 und 27, das sagt, Johannes seht an, nicht stellt ihn nicht her. Johannes hat alles Menschen zu deupen. Und die fühlen sich alle schuldig. Weil sie haben alles so stehen, achten, all Dinge getan, was sie nicht heute sollen tun. Und die wollen diese schwere Cloud von Schuldgefühl nicht los. So die looten sich deupen. Aber in Johannes Kapitel 1 sagt es das. Johannes seht an, ich deupt ihn mit Wuta. Ich deupt ihn mit Wuta, aber, sag mal aber. Er sagt, ich deupt ihn mit Wuta, aber, manchen steht einer, sagt Johannes, den je nicht kann. Manchen steht einer, den je nicht kann. Okay? Und dann sagt er, dort ist doi, sag mal, dort ist doi. Dort ist doi, der nu mir kommen wird. Und dann sagte der Heron, dort ist doi. Ich sage nicht doi, sagte, aber dort ist doi. Der wird manchen steht, dort ist doi. Johannes wisst, wie ein feiner Prediger. Johannes wisst, der kann so viel predigen, dass alle Menschen wollen nach ankommen und horchen. Johannes wisst, alle Menschen wollen sich luten deipen von ihm. Aber der sieht, manchen steht einer und dort ist doi. Wer wird dort? Wir weiten die Geschichte, right? Aber die Menschen zu der Zeit, die wissen die Geschichte, weil sie es nicht lesen. Und er sagt, du manchen steht einer, den ich nicht mal wird sein, seine Show abzulesen. Alle Mann kickt ab, nicht ist ein feiner Prediger, aber der sagt, ich nicht mal wird sein, seine Show über zu bringen. Dort meint Johannes, ich kann vielleicht gut predigen, ich kann vielleicht Dinge verändern, aber wenn die wollen eine Lösung kann für ein Problem, der steht manchen. Du hast einen manchen, sagt er, den ich nicht wird seine Show abzulesen. Und dort ist er. Und ich will noch einmal sagen, jede Religion, die kann die in Solution durch Hand stellen, eine Lösung durch Hand stellen. Aber der, was manchen das, der kann nicht bloß die Lösung wiesen, der ist die Lösung. Das ist eine Person, die nicht bloß kann die sein, wo die Kostine schuldlos waren, das ist eine Person, die die Schuld hat genommen. Und dort, wo Johannes den Menschen anwiesen hat, nu, hör ich mal, was Johannes Kapitel 1, Vers 29 sagt, weil das ist nachher die Geschichte, wo Johannes steipen hat und er sagt, man geht erst einer, was die nicht kann, und Johannes will Johannes auch nicht lernen. So er sagt es das in Vers 29. Am nächsten Tag sagt Johannes, Jesus nu sich abzukommen und seht, kick. Na, wem sollen die Menschen kicken? So er sagt, kick, dort ist das Lamm Gottes. Dort ist der, von wem ich Ihnen gestern verteilt habe.
Dort ist der, von wem ich sehe, die kann den nicht, aber ich will han die sollen kann. Der sagt, kick. Alle von ihnen, kick mal. Kick. Dort ist das Lamm Gottes. Und die wissen nur Jesus, und so schwindet es, das schwörst du nicht zu stellen, weil wir leben nicht in der Zeit und wir sind nicht da, wo die wären, aber stell dir mal vor, dass wir haben nach einmal für alles, was wir haben errichtet und für all unsere Schuldgefall, was wir haben wir nach einmal alle Jahre müssen Schub geopfern. Und dort ist uns Weg, wo wir können unsere Schuldgefall in Stadt bedachen, was wir das nächste Mal selber getan haben. Stell dir mal vor, dass du hast gestohlen, du hast gelernt, du hast irgendwas getan, was dir so weit ist. In alle Jahre, mit wir was abfreien, dass das Schuldgefall nicht so groß wird, dass es nicht so amaglich ist. Alle Jahre, mit wir einen Schub geopfert, dass unsere Schuld so zu sein bedacht ist. Aber die Schuld ist nicht unbedingt wahr. Der ist du, aber das ist nicht so fern zu sperren. Und das Johannes mag all diese Menschen predigen und er sagt, kick mal, dort ist das Lamm Gottes. Und so wenn das Johannes sagt, dort ist das Lamm Gottes, alle Mann weiß, was das meint. Und er wies nicht einen Schub, der wies einen Mensch. Und andere wie der sagt, dort ist die Solution für ein Problem. Dort ist die Lösung für den Schuldgefall. Dort ist die Lösung nicht bloß, wenn du die schuldig fallen lässt, dort ist die Lösung für, dass du schuldig bist. Und er wies nach Jesus und sagte, kick, du ist die. Dort ist die. Dort ist das Lamm Gottes. Und ich will han sagen, das nächste Part von dem Vers morgen, wenn er sagt, nicht bloß dort ist das Lamm Gottes, was deine Sinn kannst du gemaklich merken fallen, oder den Schuldgefall kannst du getodaken. Hör ich, was er sagt. Dort ist das Lamm Gottes, dort die Welt ihre Sünden wahrnimmt. Denk du musst das an. 2000 Jahre drei, dann kommt eine Person auf diese Welt ab, und da kommt so das Lamm Gottes, wo das Opfer sind. Und das Lamm Gottes, das nicht bloß Sinn zu daten. Das Lamm Gottes, das nicht bloß ein Stück, die deine Schuldgefall maklicher merken. Der kommt die nicht bloß sein, dass das was mehr bald wach sein und die wirst du nicht mal so sehr fallen. Der sagt, das Lamm Gottes kommt für eine Ursache, dass wir haben, dass deine Sinn können genommen werden und wachgebracht werden. Das Lamm Gottes kommt nicht bloß, dass du bedachen und verstärken, oder die sagen, die wirst okay sein. Das Lamm Gottes kommt, um alle Welt ihre Sinn nehmen, vertrauen und das Tiefste von der tiefsten Männern schmieden, wo wir das niemals mehr können finden. Das ist die Ursache, warum Jesus auf diese Welt abging. Und Johannes, der Prediger, der sagt zu den Menschen, ich weiß, die fallen ihnen schuldig. Und die fallen ihnen schuldig, weil sie haben gesündigt. Die fallen ihnen schuldig, weil sie haben auch getan. Aber niemand einmal weiß, der nicht bloß, weil die keine Solution haben, der weiß, wer die Solution ist, der weiß, wer diese Lösung ist. Und der sagt, das ist nicht bloß gekommen, um das Bedachen, das ist gekommen, um das Wachnehmen. Das ist gekommen, um die Schuld von aller Welt. Denkt man schon, ja. Von den kleinen, geheimen Sinn, was die an die nächste Stufe ist, war der größte böse Menschen in History, was die Millionen Menschen haben ausgemerkt. Für die kommt die. Und die kommt, um den Sinn wahrzunehmen von den Menschen. Alle Welt. Das meint, dass hier in diesen Sünden, was Jesus kann wahrnehmen, ist alles included, ist alles mit eingebaut, was du jemals gedacht hast, was du jemals getan hast. Alles, was du dir immer schuldig fallen lässt in dein Leben oder hast schuldig gefallen, das ist hier alle included. Die Dinge, was du getan hast, die Dinge, was andere zu dir getan haben, die sind auch included. Alles, was hier jemals getan hast auf dieser Welt, Jesus kommt, der Lamm Gottes kommt, um alle Sinn von der Welt was wahrnehmen. Aber wir sitzen hier und wie kann ich leben, wie kann ich atmen, weil wir haben das Schuldgefall auf uns, dass wir glauben, wir sind immer schuldig. Und das Lamm Gottes kommt 2000 Jahre drei, diese Schuld von dir und von mir wegzunehmen. Ich weiß gleich, wo wir uns das überhaupt feststellen will, wie kann gleich, was der Reimer zu Menschen deuten, wenn der und Krieg und allen deuten. Aber je weiter, dass die Menschen durch Krieg hängen, und die haben Nägel durch ihre Hängen, durch ihre Feiten, und die hängen so schlapp. Menschen, die an Krieg hängen, an römischen Krieg, die sterben, du gleich willst die, gewöhnlich sterben, die du gleich willst, die utbladen. Diese Menschen dann suffocating, because jedes Mal, wenn die Armste so reden, die Lunge, die tauen. Das war von der ersten Tag ein von den dümmsten Wegen, wo die großen Menschen dort merken, dass die dort feiern, dass die durchstorft. Was von der ersten Tag. Und so jedes Mal, wenn stark mit Jesus fährt, da viele Menschen so Chrétien, aber jedes Mal, wenn du ein Mensch dort hängt mit seinen Hängen, der wird und durch seine Feit, wenn
wenn die hängen durch so sein und reiten, und die können nicht mal atmen, because Menschen, die stecken durch, wenn die nicht mal laufen können, in die stecken bloß, dann müssen die, because die Beine wären so stiff, die wären gleich stief, dann müssen die, dass die nicht mehr flieht, sondern die müssen ihre Beine abheben, dass die Ware können atmen. Und wenn die ihre Beine müssen abheben, um ihren Körper abheben, wo stehen die dann ab? Because es ist ein Nähl durch. Dort ist gemerkt, dass Menschen dort quälen. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus, die will Eier sterben, Eier die suffocated wie, Eier die gesteckt wird. Weißt du, warum Jesus, was der dann kam, die Beine verbrechen? Ich weiß, ich verteile hier zu Adels und ich kann es verdrehen. Weißt du, warum, als der Jesus kam, die Beine verbrechen, die will dort? Alle anderen wären noch nicht dort, aber Jesus will. Because Jesus wie uitgeblatt. Jesus wie uitgeblatt von der Krone auf dem Kopf drehen und Jesus wie uitgeblatt von der Kreuz auf den Reven, Kuhlen, aufgeladen, den Regen drehen. Jesus wie uitgeblatt. Für was du und ich getan haben. Und das meint, dass Jesus ihm blut, dort wir die einzige, dort ganz einzige, was unsere Sinn können, nehmen und wegnehmen. Jesus starfte und kriezen die Blut ut, because sein Blut wie dort, was deine Schuld kann, nicht bloß bedecken oder ein bisschen mit Gerena merken. Der starfte und die Blut ut für deinen und für meine Sinn. Und für all die Sinn, was Menschen zu dir tun haben, zu mir tun haben. Jesus starb für die Welt ihre Sinn. Und dort, wenn Johannes da anwies, dann sagte, dort ist das Lamm Gottes. Der Mann steht, ich kann es nicht, keiner kann es, der Gott kann es nicht. Die wollen alle Religionen fahren, wo ihr wollen. Und die wollen nicht alles Solutions sehen, was die wollen. Die können nicht deuten, Leute, was immer ihnen fehlt zu tun. Aber wenn die was wissen, wo die deine Sinn losfahren oder deine Schuld losfahren, dort ist die. Das ist uitgeblatt von uns, das ist gestorben für die und mich. Und das ist die Lösung für das Problem. Und ich will Ihnen sagen, und ich wünsche, Sie würden nicht das falsch mit nach Hause nehmen, und ich Weg, dass die würden in eine Lebensgruppe mit dieser Frau oder mit diesem Falsch beschäftigen. 20 Jahre nach dem, dass das passiert ist, dann kam Paulus. Und Paulus wie das Guy, was du kriegst, wie es viele von uns. Wir glauben, dass Christen leben, das hält nicht an. Und wir glauben, Christen sind alle über Kopf gestellt und über gebackt, und das sind die Damenmenschen und die lehren was ganz anderes, wie jemand sind. Wie viele von hier sind mal du, ich weiß, wo ich glaube, dass die Christen sind stupid. Aber die Jesus fangen. Right? Paulus wirkt es dort. So sei es so, dass die Christen dort mögen. Alle wen, wo die ging, die mögen die Christen dort. Aber die Jesus einfach bejehen, die dann dreht alles über den Kopf und dann wird es anders mit das Jung. Und so Paulus, die Schrift, das ist das Duel zu den Kolosser. Und dort hat man das selbe Thema zu tun, wo wir von vertellen, wo Jesus kommt, die Sinn von der Welt abnehmen. Und das sagt er nicht zu dem, was du wahrgeboren sind, zu dem, was du an Jesus gefangen. Und wie kann sein, das sagt er zu uns, wenn du bekannt, dass Jesus erst für uns gestorben. Today sagt Paulus ist das, er sagt, je wären zu einer Zeit jässlich dort in jene Sünden und in jene fleischliche Natur. Und ich würde gleich noch das Wort machen, was die Highlight ist, weil sie sagt, je wären. Du hast nicht bloß Schuld an deiner Vergangenheit. Du hast auch an deiner Vergangenheit, dass du ein Tag so dort wirst. Das gute Ding von der Vergangenheit ist, dass das die Vergangenheit. Und wir brauchen die gleich mit einmal hier hineinschlafen sein, das ist es dort. Because die Schuld, mit was wir uns rumdrehen, ist, was in der Vergangenheit all geworden ist. In Paulus sagt, je Christen, je wir in einer Zeit jährlich dort. Das ist so vorbei. Dort wir uns dort. Aber, sag mal, aber. Der sagt, je wir dort, aber, Gott hat uns durch Christus zum Leben gebracht. Und mag was der sagt, because war von der Lamm Gottes. Durch Christus, der Lamm Gottes, hat ihn zum Leben gebracht. Er hat uns alle Sinn vergibt. Und wenn der sagt, der hat das getan, das meint nicht die Worte tun, das ist auch eine Vergangenheit. Den Tag, wo wir uns glauben, ob Jesus Satan tun, den Tag sind wir und ich frei geworden. Den Tag, wo wir und ich uns glauben, ob das Lamm Gottes Satan, den Tag werden ich die 100% frei. Und das meint, von den Tag an sind deine Sünden vergeben, die sind weg. Nu, ich denke nicht, dass hier euch lesen, was das sagt. Der sagt, das Lamm Gottes
was Johannes ans wiesen, der Christus, der haft an den Sinn verjeft. Okay? Der hat ans Leben gebracht und der hat an den Sünden verjeft. So das passiert. In der meisten von uns, wenn wir nicht abpassen, dann denken wir, der Schuldgefall, was ich habe, ich habe Gott, kann mir das nicht vergeben. Ich habe die Worte nicht vergeben. Ich habe die Worte. Aber in diesem Fall nur, den Tag, wo du den Glauben auf Jesus sagst, dann haft dir das vergeben. So das ist vorbei. Das ist ein done deal. Der bleibt du nicht, der sagt, wie das ist, heuhaft, und war das Lamm Gottes, heuhaft den Schuldschien, der mit seiner Forderung vom Gesetz hergehen anstund, durchgestreckt. So Jesus, nicht du, nicht die Kirche, nicht der Prediger, aber Jesus hat den Schuldschadel, den Schuldschien, was je in die stund, was hat er mit denen getan? Ausgestreckt, gecancelt. Das ist vorbei, das ist geworden. Wenn du den Glauben hast auf Jesus gesagt, dann ist dein Schuldschien gestreckt. Und das meint alle Sinn und alle Damen, was du jemals getan hast, als gecancelt, das ist ausgestreckt. Nicht wegen der Prediger sagt, nicht wegen gewisse Kirche sagt das, aber wegen der König von König, wo du alles regiert, der hat das getan. Der ist sein Blut, der ist sein Sterben, hat er das ausgestreckt. Weißt du mal, du weißt, was du hast, was getan. Hast du mal ein Ticket gekriegt, die Polizei holen die ab und die weiß ganz genau, die hast was immer getan. Und die fangen all sein Ticket unterschrieben. Und die brauchst du verlieren, aber die dann weißt du die beste ever gefahren. Die hast alles gefahren. Und die schrift das Ticket aus. Und dann hat einmal dann rettet das Pferd und sagte, die kostet fahren. Ist das mal passiert? Die wisst, die wir schuldig, aber die streckt das aus. Und das ist ein Ticket. Aber das Ticket, was wir je in uns haben, ist, dass wir auf dem weiteren Hall. Du und ich wären schuldig für was wir getan haben. Und Jesus wusste, dass wir keine Kirche, kein Prediger, kein Missionar, was die Erbe wird, kein Frieden sprechen, so er muss selbst kommen, das Lamm Gottes muss selbst kommen sterben, um das Ticket für die auszustrecken. Und er sagt, der war das nicht bloß dann tun, wenn du schwach Schmack sind, der war das nicht bloß dann tun, wenn du gedeiht bist, der war das nicht bloß dann tun, wenn du alles versprechen hast, oder wenn du hast 3 Jahre sinnlos gelebt. Der sagt, der hat das getan. Das ist all vorbei. Der hat das ausgestreckt. Und dann sagt er, der hat das nicht bloß ausgestreckt, der hat das über sie gebracht. Und das wird das Lamm Gottes kommt zu tun. Der kommt nicht bloß um das ausstrecken, sondern ist von Hand, um was der Tag kommt, dann er über Deal bringt. Der hat das ausgestreckt und über sie gebracht. Dort ist das Lamm Gottes, wenn er das kommt, um die Welt ihre Sinn wahrzunehmen. Ganz wahrnehmen. So, wo soll ich hin mit meiner Schuld? Wo soll ich hin mit meiner Schuld? Wo wirst du hin mit deiner Schuld? Wo wirst du hin mit dem Ding, was du in deinem Leben hast, wo du die allmählich mit Rot weißt? Was wirst du mit dem Schuldgefühl, wenn du weißt, was du so lange hast mitgebracht? Wo wirst du hin mit deiner Schuld? Und ich weiß nicht, du kannst noch länger proben. Du kannst proben, solange du weißt. Du hast vielleicht auch ein Teil Dinge geprobt, um das Schuldgefühl loszuwerden. Und vielleicht hast du all deine neue Kirche Sachen, vielleicht hast du die Luten Deipen, vielleicht hast du lange geprobt und alles hält nicht. Weil du kannst noch wieder proben. Ich wollte bloß sagen, du kannst alles proben in dieser Saison und du wirst nicht sein. Vielleicht, wenn du von hier wieder ganz perfekt leben, war nicht so ein Geif. Bereich dort, wo deine Schuld nicht wegmerken, because of was du getan hast, hast du getan. Was zu dir geworden ist geworden. Was andere Menschen auch in die getan haben, das ist so passiert, das haben die getan. Wo wirst du hin mit deiner Schuld? Wo soll wir hin mit unserer Schuld? Und die Wahrheit ist, Jesus ist gekommen, nicht bloß uns eine Solution zu wiesen, aber uns eine Solution bringen. Jesus weiß uns nicht bloß eine Lösung, Jesus wie die Lösung für das Problem. Das Lamm Gottes kommt, um die Welt ihre Sinn wegzunehmen. Und das meint deine und meine Sinn. Der kleinste, was wir können ausdenken, der geradste, wo wir nicht von verjährten können. Und ich würde lächeln von der Smarties, dass die nicht wahrscheinlich nur denken oder checken oder denken, was auf meine Frühe oder mein Mann oder meine Kinder, meine Eltern oder andere Menschen, die bitte unsere Freiheit weg sind. Nicht an die denken, was die haben getan, aber denken von der an die. Ich würde ihnen auch mehr abzustimmen.
Und ich will dich nicht crazy machen, Don. Ich will bloß haben, du an dein Leben denken. Jesus will nicht haben, dass du die was wieder mit deiner Schuld rumdrehen. Dazu tun sie ein Ding, dass die alle Tag solche Offenbarung uns beschuldigen nicht. Wisst ihr, dass die Offenbarung sagt, dass so tun steht für Gott alle Tage, in der die Christen beschuldigen? So tun erst, wenn die sagen, ich darf dort tun, darf dort tun, darf dort tun, darf dort tun. Und das ist so, wir haben das getan. Und Teil von den Dingen habe ich getan. Aber was so ist, dass Jesus ist gekommen, die Schuld von uns wegzunehmen. Den Tag, wo Jesus starb, dann nimmt er alles die Schuld weg. Und ich würde gleich noch die von der für die selbst persönlich, wo später die, wo Gott sein, Gott hieß meine Schuld. Ich fühle mich, dass ich bin verbrochen, ich fühle mich, dass ich bin schuldig. Und ich weiß, ich habe Dinge getan, die ich nicht soll tun. Und hier sind some von uns, von der Mann, wir sind auch lange Christen, wir haben lange an Jesus geglaubt, aber irgendwo drehen wir uns nachher mit den Dingen ran in uns Vergangenheit. Und ich würde gleich natürlich von der mit Jesus im Blut luten, bloß alles weichwaschen. Alles weichwaschen und Deib von Horten glauben und Gott Dankeschön sein für die Schuld reinmerken. Du wirst das nicht, was die Schuld können weichwaschen, ist allein Jesus im Blut. Und wir danken dir dafür, Jesus, dass wir schwerlich tun. Dankeschön für uns Waschen. Ihr seid vielleicht some von Ihnen von der in Jesaja, die haben noch keinmal überhaupt an Jesus geglaubt. Die haben noch keinmal Jesus in ihren Hort angeladen. Und ich würde die Mut merken, von der Smart ist, mit einer Entscheidung, kriegst du die Beste. Und sei bloß mit deiner eine wird, du wo die Beste Gott und sei, Gott, hier bin ich. Ich bin meid von das, ich bin meid von dieser Schuld rumdrehen, wo du kommst und alles für mich weichwaschen. Alles ist Schuld für mich wegnehmen. Und mir das helfen zu bleiben, weil ich weiß, dass nicht was von der passiert, das hast du 2000 Jahre in Krieg getan, aber ich kann nicht schwer bleiben. Und von der nehme ich das an. Dankeschön, Jesus, für all meine Sinn und Kriegsnäulen. Dankeschön für all meine Sinn ausstrecken. Dankeschön für all meine Sinn weichwaschen. Dankeschön, Jesus, für mein Hort ankommen und mit ihnen merken. Amen. Ons heeft een grote vrede dat die van der gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Undienstnis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je und best wo lebenszeug ist oder du noch mal hast geregnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, also deren sind Up für alle Menschen. Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Tag knien, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute, lebende Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns das Nummer, was hier unten angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plans, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wollen gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann wollen wir gleich natürlich subscribe auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.